Also dari Marngok. Gerçi şimdi diye ya. Heute ist der Beginn der Marngok Sommerdammer-Vorträge und möchte zuerst einmal alle, die hier versammelt sind, begrüßen. Herzlich willkommen, die ehrwürdigen Mitglieder des Sangha, die Verantwortung tragen in der Lehre des Dharma, die Lehrer und die Rinpoches und so weiter und auch diejenigen, die über das Internet zuhören, meinen herzlichen Grüße und Tasche Dele. Um fortzufahren mit den Vorträgen von letztem Jahr, dem Sommerdammer. Letztes Jahr hatten wir den Plan für 16 verschiedene Treffen, aber das gab dann Unterbrechung. Seine Heiligkeit Dalai Lama ist nach Europa gekommen, von Amerika aus, und auf dem Weg nach Indien hat also eine Zeit lang zwischendurch verbracht auf seinem Weg nach Indien. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, seine Heiligkeit Dalai Lama zu treffen. Und wir hatten deshalb nur 8 verschiedene Vorträge letztes Jahr. Wir werden also fortfahren, da wo wir letztes Jahr unterbrechen mussten. Wenn wir uns fragen, wo wir aufgehört haben, dann waren das die 10 erlaubten oder nicht erlaubten oder ungehörigen Punkte oder die 10 grundsätzlich ungehörigen Punkte. Wir hatten über die davor und in den ganzen Jahren davor haben wir uns damit beschäftigt, was dann wie die ersten Gruppen der Gemeinschaft sich versammelt haben durch den Buddha und dann, was dann nachfolgte nach dem Parinirvana, die politische Situation der Zeit, die soziale Umgebung, die Situation des Sangha, der Gemeinschaft und die Entwicklung der Älteren in dem Unterweisung des Dharma. Um das also kurz zusammenzufassen, hat man die verschiedenen Aspekte zusammengetragen, was dort in Indien und sich allgemein zugetragen hat und was auch die Entwicklung des Sangha, des Buddha anbetrifft in jener Zeit. So, wo der Buddha die Unterweisung weitergab an Mahakashyapa und diese gab sie wieder weiter, woraus die Linie der Überlieferungslinie, Stammeslinie der Älteren, sogenannten Älteren entstand. Und das alles eingebettet in die ganz allgemeine Situation in Indien mit dem gesellschaftlichen Hintergrund. Die Verbindung der indischen Gesellschaft und der Buddha-Gemeinschaft. Wir haben auch begonnen, über das erste Konzil zu sprechen, die erste große Zusammenkunft, was im Prinzip ziemlich unmittelbar nach dem Parinirvana des Buddha zusammengerufen wurde und worin alle Sutras des Vinaya enthalten waren, wodurch die sogenannten 3 Körper oder Pitakas, die 3 Sammlungen der Worte des Buddha entstanden. Im Wesentlichen Sutra und Vinaya. Das ist also die erste Zusammenstellung der Buddha-Lehre zu jener Zeit, deswegen auch das erste Konzil genannt. In jedem Fall, nachdem
Parinirvana des Buddha haben sich die Lehren des Buddha weiterentwickelt und die gesellschaftliche Situation hat sich sehr gewandelt. Und während die Lehre des Buddha sich mehr und mehr ausbreitete, gab es verschiedene Probleme, die auftauchten. Schwierigkeiten. Was dazu führte, dass diese Unterschiede und verschiedene Meinungen, Probleme, die dort entstanden, schließlich zu der ersten Aufspaltung der Sangha, der in zwei große Gruppierungen geführt hat. Wenn man kann sagen, das war der erste große Riss der Gemeinschaft oder die Aufspaltung in zwei Untergruppen. Und zu jener Zeit gab es auch dieses Zusammentreffen als zweites Konzil. Was ist die Verbindung zwischen diesem Aufspaltung und dem zweiten Konzil? Was war der Anlass dafür oder die Ursache dafür, dass diese Aufspaltung erfolgte? Wenn wir darüber sprechen, in welcher Weise das zweite Konzil zusammenhängt mit dem Grund für die Aufspaltung, dann müssen wir über die sogenannten 10 grundsätzlich ungehörigen oder nicht erlaubten Dinge sprechen, die auch die 10 grundsätzlichen genannt werden. Und warum ist das wichtig? Weil das die Umstände, diese 10 grundsätzlichen Punkte die Ursache für das Zusammenkunft, zweite Konzil waren. Oder wir sprechen an der Stelle auch über die entweder über die 10 Unerlaubten oder über die 5 Punkte des Bhikshu Mahadeva. Andere Gelehrten sagen aber auch, dass die 10 grundsätzlichen, diese Regeln, nicht die tatsächliche Ursache für die Aufspaltung gewesen sind, nur die Voraussetzung oder den Samen dafür bereitet haben. So, das sind also 2 verschiedene Meinungen. Entweder sind es nicht die 10, aber die 5 Punkte des Mahadevas, oder es sind die 10 Punkte waren die Samen. Es ist also nicht direkt unmittelbarer Zusammenhang, dass diese Aufspaltung erfolgte durch die 10 Punkte. Aber diese 10 Hauptpunkte oder die 10 grundsätzlichen sind tatsächlich sehr bedeutsam. Und wenn wir aber sagen, das hat irgendwie einen Zusammenhang, die war nicht die direkte oder unmittelbare oder indirekte Ursache von dem, was die Aufspaltung in 2 Gruppierungen, Untergemeinschaften oder Untergruppierungen oder Orden hervorrief. Das erste ist den Hintergrund hier zu beleuchten, um dann den Anlass genauer zu verstehen, was zu der Aufspaltung geführt hat. Und dann über diese 10 Punkte zu sprechen und schließlich drittens über das Ergebnis des zweiten Konzils. So, zuerst mal den allgemeinen Hintergrund. Die meisten Beschreibungen, Quellen, die wir hier benutzen,
die zu dem zweiten Konzil geführt haben. Oder es waren Anlässe, die dafür die eine Notwendigkeit für ein zweites Konzil hervorriefen. War in erster Linie die Frage, ob es erlaubt sei, um an Gold und Silber anzugeben. Also damals war es nicht Geld, was so eine Rolle spielte wie heutzutage, sondern da war es Gold und Silber. Und wie diese Debatte entstand ist, die Lehre des Buddha hat sich durch die Gegenden Indiens ausgebreitet nach Buddhas Parinirvana in die verschiedenen Nachbarregionen, dem Yamuna-Fluss oder die Gebiete des Ganges oder die Stadt von Mathura. So hat sich die Lehre des Buddha an dem Yamuna-Fluss entlang bis nach Mathura ausgebreitet. Mathura ist ein besonderer Platz in Westindien. Wurde ein besonderer Platz in der Lehre der Ausbreitung der Lehre des Buddha, ist aber auch gleichzeitig ein sehr wichtiger Platz für die Hindus, nämlich als Geburtsort von Krishna angesehen, der eine Ausstrahlung von Shiva sei und in Mathura dort zur Welt kam. Und wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Ort selber eine große Bedeutung in der Religion der Zeit hatte, aber für eine bestimmte Periode sich auch die Lehre des Buddha ganz weit ausgebreitet hat bis zu dieser Stelle. Und dann verstehen wir auch, warum es ein Hauptgebiet wurde für die Sarvastivada-Gruppierung. Wenn wir also hier über die geschichtliche Entwicklung sprechen wollen, dann ist da der Bericht des ehrwürdigen Mahakatyayana, der hauptsächlich für das Verbreiten der Lehre des Buddha in dieser Gegend verantwortlich war. Und von ihm ist berichtet, dass er nach Mathura ging, um dort Dharma zu lehren, obwohl es keine Erwähnung gibt in irgendeinem Sutra, dass der Bhagavan Buddha selbst dorthin sich begeben habe. Generell war die westliche Region Indiens, des indischen Subkontinents, von den mittleren und den oberen Ausbreitungen des Ganges, eine Gegend, in der Brahmanismus dort weit verbreitet. Und das heißt, die Leute in dieser Gegend hatten sehr starke moralische Vorstellungen, waren sehr eher konservativ. Und wohingegen in den östlichen Bereichen, an der Mündung des Ganges, da die Shramana-Bewegung herrührt, ihren Ursprung hatte. Shramana bezieht sich hier auf eine ganz allgemein zu jener Zeit verbreitete Art von Übung im alten Indien, wo jemand sich entschloss, sozusagen sich ordinieren zu lassen, eine Bestwertung durchschritt, sich Härten unterwarf, dann zölibatär lebend sich von Almosen zu ernähren begann und so weiter. Später wurde diese Tradition auch integriert in der buddhistischen Gemeinschaft und die Bhikshus wurden auch mit dem Namen Shramanas bezeichnet. Also viele Gegenden in den östlichen Regionen Indiens waren Orte der Shramana-Bewegung, wo die Leute sich diesem Shramana-Lebenswandel verpflichteten.
Diese Leute in dieser Gegend waren allgemein mehr entspannt und locker, mehr freiheitlich. Und während sich also die Lehre des Buddha in die zwei verschiedenen Regionen auszubreiten begann, dann war auch wo die gesellschaftlichen Verhältnisse dort verschieden waren, hat sich auch die Meinung über die verschiedenen Formen von Vinaya dort etwas geändert. Das zeigt sich also insbesondere in der Art und Weise, wie die Vinaya-Regeln zur Anwendung kamen. Und wir sprechen also hier von ungefähr 200 Jahren nach dem Parinirvana des Buddha, wo also verschiedene Vinaya-Vorschriften oder Vorsätze in dem westlichen Bereich der westlichen Gemeinschaft und der östlichen Gemeinschaft dort, besonders in dem Sangha von Vaishali, in einem scharfen Gegensatz zueinander zu stehen bekamen. So, dieses zweite Konzil fand also ungefähr 100 oder 200 Jahre nach des Buddhas Parinirvana statt. Und das war also eine Zeit, wo Mathura noch nicht ein buddhistischer Ort geworden war. Und der Auslöser dafür für dieses zweite Konzil waren Mönche aus der Gegend von Vaishali im Ostindien, besonders wie eine Gruppe von Bhikshus aus Viji oder Vriji in Sanskrit, die Auslöser für eine Kontroverse waren mit den Bhikshus des Westens. Und geht es dabei um diese 10 grundsätzlichen Punkte, die entweder als die 10 Ungehörigen betrachtet wurden, aber von jenen Mönchen in Vriji als erlaubt und geeignet angesehen wurden. Sie haben also die Lehre des Buddha nicht so strikt gesehen wie in früheren Zeiten. Die 10 Punkte und die Bedeutung dieser 10 Punkte, die Ausübung dieser 10 Punkte, hat zu tun mit den Bhikshus aus dem Westen, die mehr konservativ an den alten Vorsätzen und Regeln sich orientierten, sodass eine große Debatte angestoßen wurde. Und wie die Debatte in Gang kam, war das in der westlichen Gegend einer der älteren Bhikshus, Yasha oder zuerst diese Bedeutsamkeit, diese Hochbedeutsame oder Gewichtigkeit dieser 10 ungehörigen Punkte zu sehen begann. Dieser ältere Mönch mit dem Namen Yasha, mit dem vollen Namen Yasha Kakanta Kaputta oder auch Yashoda. In der tibetischen, wenn man die Yashoda übersetzt, dann heißt das so viel wie, heißt das im tibetischen Trakpa und ist der ältere Yasha genannt, in dem Mula Sarvastivada Vinaya Schriften dort aufgeführt. Das sind einfach verschiedene Namen für eine und dieselbe Person. Wie auch immer, dieser Yasha, dieser ältere, ist nach der Tradition und den Schriften des 10-Punkte Vinaya, der Sarvastivada, war er ein Schüler Anandas und war ursprünglich auch wie Ananda der Brahmanenkaste entsprungen und
nach seiner Bestwertung und Ordinierung dann sehr gelehrt in der Lehre des Buddha wurde, in die Stufe des Arhat erreichte und war einer der vielleicht einflussreichsten Älteren, die in diesem westlichen Gegend Dharma lehren half. So dieser Ältere, also zu jener Zeit, also von der wir sprechen, da ist es so, dass dieser ältere Yasha nach Osten, in die östlichen Regionen Indiens zu reisen begann, in die Gegend von Vaishali, wo dort die Mönche eine Gepflogenheit entwickelt hatten, am 8. und am 14. und 15. Tagen des Monats wenn viele Leute zusammenkamen, haben sie dann ihre Bettelschalen mit Wasser gefüllt und sind zu verschiedenen Plätzen gegangen, wo große Menschenmengen sich versammelten und haben um Gold und Silber gebettelt. Einige der Nicht-Ordinierten, also der freien Übenden, haben sich gewundert, die gewöhnlichen Leute haben sich gewundert, was die Leute da so tun, was diese Bhikshus tun. Und einige haben kein Geld gegeben, einige haben auch jene kritisiert, diese Shramanēras haben sie kritisiert und haben gesagt, die Kinder des Shakya, haben diese Gepflogenheit des Bettels um Gold und Silber angenommen und haben sie deshalb kritisiert. Zu jener Zeit waren die mittleren und die unteren Ausläufer der Ganges-Ebene ökonomisch sehr gut entwickelt, waren wirtschaftlich aufgeblüht und Handelsregionen und die Einwohner der verschiedenen Städte haben Geld gesammelt und es war auch eine Gepflogenheit, die sich entwickelt hat, anstelle von Almosen direkt um Geld zu bitten. Also anstatt um Essen oder Kleidung zu bitten, haben sie direkt um Geld gebeten. Damals gab es kein Papiergeld, wie wir das heute sehen, sondern es war Gold und Silber, das als Währungshandelsmittel übliche Zahlungsmittel. Das ist etwas, was wir heute als völlig normal ansehen und wo wir nicht erstaunt sind, aber zu jener Zeit war es völlig neu. Es war etwas, was vorher nie in der Ausübung des Buddha Dharma in den Gemeinschaften üblich war. In früheren Zeiten, als die frühen buddhistischen Gemeinschaften, wenn sie Almosen gebeten haben, Essen und Trinken erbeten. Und jetzt plötzlich ging es um Gold und Silber. Und diese Gepflogenheit begann sich sehr schnell zu verbreiten. Nicht passend zu dem, was die Gepflogenheiten der früheren buddhistischen Gemeinschaften waren. So, ob das jetzt wichtig ist innerhalb der Vinaya-Ausübung oder nicht. Die Frage ist, ist es erlaubt oder nicht erlaubt, aber zu jener Zeit als immerhin eine Zeit, in der generell die Gemeinschaft, also Sangha, der Sangha diese Regeln des Buddha sehr strikt bewahrt hat und deshalb da die Empfindung aufkam,
dass nach Gold und Silber zu fragen beim Bettelgang unerlaubt und ungehörig ist. Und das heißt, dass eben Yasha oder Yasha Katan Kaputa, dass er das davon berichtet und sagte, die haben für Gold und Silber und das ist ungehörig und es gibt keinen Bericht dazu in den Vinaya-Regeln. Das heißt, eben, so sagt es hier in den Texten, in jener Zeit, Yasha Kakantaputa zu den Mönchen sprach in einem mehrstöckigen Halle an dem Hafensee und sagt hier, wenn ihr solcher Art bettelt, dann bettelt er für Ungehöriges. Und dann ist das zum Schaden, sowohl für den Spender als auch für den Empfänger. Und so habe ich direkt vom Buddha gehört, sagt er. So hat er in Vaishali gesprochen. Aber er hat das nicht nur auf die Bhikshus selber angewandt, sondern er hat es auch zu den gewöhnlichen Leuten gesprochen und hat ihnen das so erklärt, sagt, ihr solltet nicht in dieser Weise Almosen geben, weil dann fragen die um solche Art betteln, fragen nach etwas, was ungehörig ist, was nicht erlaubt ist. Und deswegen ist das ein Schaden für den Geber und für den Empfänger. Und das habe ich so direkt vom Buddha gehört. Der ältere Yasha sagt also, weil der Buddha es nicht ausdrücklich erlaubt hat, Gold und Silber zu geben, ist es nicht in Einklang mit den Vinaya-Regeln, um Gold und Silber zu betteln. Und das sei eine Brechen der Regeln. Und er hat es den gewöhnlichen Leuten der Gegend klar und deutlich erklärt, und auch den Mönchen, dass der Buddha dieses nicht erlaubt habe, als für Sangha-Mitglieder nach Gold und Silber zu fragen. Und er hat es also nicht nur den Bhikshus erklärt, die eben da rauszogen, um Gold und Silber zu betteln, sondern eben auch den gewöhnlichen Leuten hat es erklärt und die haben ihn dafür sehr gelobt. Und als die Bhikshus von Vajibutta aus der Vaishali-Gegend davon hörten, dass Yasha denen sagte, wir seien nicht, den Leuten erklärt habe, dass wir nicht die Kinder des Shramana Shakyamuni seien, sprachen sie, dass er, Yasha, damit die Verfehlung, den Verfall ausgelöst habe, Sangha zu beleidigen. Und sie erwarteten von ihm, dass er dies bereuen werde. Sie sagen also, wenn man also den Sangha missachtet und beleidigt und herabsetzt, dann ist das eines der Grundverfehlungen und ein Anlass für Verfall und etwas. Und sie erwarteten also, dass er diese Verfehlung eingestehen und bereuen werde, aber Yasha hat nicht auf sie gehört und ist nach Kaushambi zurück, und zwar mit Hilfe seiner Wunderkräfte durch den Raum fliegend. Also Yasha war dort vor Ort, hat es direkt gesehen und hat ihnen dann gesagt, so geht das nicht, Leute, das ist nicht erlaubt. Und da sind auch die vielen gewöhnlichen Leute herum und hat zu ihnen gesprochen und hat gesagt, das ist keine Art von, wie man um Almosen bettelt, das ist absolut ungehörig und die Leute, die das machen, sind nicht die wirklichen Kinder des Buddha. Also damit hat er aus deren Sicht den Sangha, die Gemeinschaft, heftigst kritisiert. Das ist also der Anlass.
So, das war der Anlass, der Hintergrund. Und das zweite ist jetzt, was führte zu dem, oder wie fand dann diese Zusammenkunft, das Zusammenrufen des Zweiten Konzils statt? Als Yasha sah, dass die Vajiputta Bhikshus aus Vaishali hier Handlung durchführen, nicht im Einklang mit den Vinaya-Regeln war, entstand da eine Uneinigkeit, eine Diskussion, die dadurch angestoßen wurde, was Yasha zum Anlass nahm, zurück in den Westen zu gehen und viele von den Älteren zusammenzurufen, um diese Diskussion in richtiger Weise durchzuführen. Und er hat also nach solchen Älteren gesucht, die mit an einem solchen Konzil teilnehmen würden. Am Schluss war er in der Lage, 2 bekannte Ältere zu finden und sie zur Teilnahme zu bewegen. Der erste von den 2 war jemand mit dem Namen Sambuddha oder Samboga aus der Gegend von Mathura. Und ein anderer, der aus der westlichen Gegend von Indien kam, mit dem Namen Revata, ich bin nicht sicher über seinen indischen Namen. So, beide waren eben dazu bewegt worden, an dieser Diskussion teilzunehmen. Und nicht nur das, sondern in einigen Texten heißt es, dass als Yasha eben davon berichtete, dass eben die Bhikshus von Vaishali dort eben solche Handlungsweisen begangen, die unerlaubt sind, dann gibt es eine Geschichte, wie hier Yasha dann die anderen befragte. Da ist manchmal eine Unsicherheit, wer hat hier wen gefragt. Nach den Schriften der verschiedenen Arten von Gruppierungen oder Ordensgruppen gibt es da unterschiedliche Beschreibungen. Hier heißt es, Revata wurde von Yasha selbst befragt, so heißt es in dem 10 Punkte Vinaya. Also Yasha war der Fragende, heißt es. Andererseits heißt es im Pali Vinaya. Von Kandaka heißt es, dass Yasha nach Sambuddha Ausschau hielt und dann die Bhikshus hielten Ausschau nach Revata und dann hat Yasha Revata gefragt. Und dann gibt es auch die Mahishashaka Vinaya-Beschreibung und die verschiedenen geschichtlichen Darstellungen aus Sri Lanka. Die Vamsha genannt. Und die alle haben kleinere Unterschiede in der Art, wie sie das beschreiben. Aber kurz gesagt, wer immer auch der Fragende gewesen sein mag, alle stimmen darüber ein, dass Revata ganz klar und deutlich zu verstehen gab, dass diese Punkte, die zur Debatte standen, die angeblich erlaubt seien, dass dies tatsächlich diese 10 Punkte nicht erlaubt, 10 Ungehörigkeiten darstellen. Und kurz, außer Sambuddha oder Samboga und Revata hat Yasha noch viele andere Bhikshus aus der Gegend von Bhava, das Partner Davanti, Dakin,
Dakshinapata, Dakshinapata hat zusammen gerufen. Wenn wir also hier über Bhikshu sprechen, dann sind es in erster Linie Arhats. Er hat also viele um die Unterstützung gebeten, Bhikshus. Und ebenso haben die Mönche aus Vajiputta, aus der Vaishali-Gegend, ihre Sangha-Mitglieder aus den östlichen Bereichen zusammengerufen. So, man hat also ein Zusammentreffen von Leuten aus beiden Bereichen. So, aus dem Osten und aus dem Westen, viele zusammengerufen. Letztlich waren es 700 Ältere. Man sollte sagen, man sollte dazu fügen, dass dieses eben 700 Älteren auf 700 Arhats waren. Und dann noch viele andere dazu, andere Bhikshus, ungefähr 20.000 Mitglieder des Sangha haben sich dort versammelt. Und der Ort der Zusammenkunft war der Amrapali Hain in Vaishali. Das ist also die Gegend, in der diese zweite Zusammenkunft stattfand. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass alle diese Mitglieder alle Ältere waren, sogenannte Ältere. Und dass viele der Älteren, so viele Ältere zusammentreffen, war es schwierig, eine Konferenz abzuhalten. Es waren einfach zu viele Leute. Und schwierig, das zu organisieren. Am Schluss haben sie sich darüber verständigt, dass jede Seite 4 Ältere als ihre Repräsentanten erwählen solle, sodass dann letztlich 8 zusammengenommen, eine Gruppe von 8 Älteren sich treffen solle. So, diese 8 gefüllt zur Hälfte mit den Mitgliedern der 2 verschiedenen Gruppierungen. Die Namen dieser Teilnehmer werden in den verschiedenen Schriften unterschiedlich aufgezählt. Da ist zum Beispiel Sapakamin oder Sarvagamin. Und dann in der tibetischen Übersetzung heißt es Sapakamin, aber in Pali heißt es Sarvagamin. Dann ist zweitens Raibhata, Sambuddha, Yangdakje in Tibetisch, Sambuddha. Dann haben wir Yasha, haben wir Sumana, Sala, Kuchasobita und Vasabhagamika. Das waren die 8. Außerdem eine Person, die zwar nur 5 Jahre ordiniert war, aber sehr, sehr bewandert in den Lehren des Buddha und sehr gelehrt in den Vinaya-Regeln, Ajita mit Namen, wurde erwählt, als 9. dazu zu kommen. So, man spricht also von den 9 Arhats. Wenn also so viele Leute zusammenkamen wie bei diesem Konzil, dann wäre es sehr schwierig, sich zu unterhalten und zu debattieren. Also deswegen waren diese Älteren erwählt worden, um als Repräsentanten sich darüber zu unterhalten. Die besonders ja auch darin geschult waren, in der Wechselrede, in der Diskussion. Diese 9 Älteren waren also die erwählten Repräsentanten. Und das Ganze wurde bekannt unter dem Namen des Konzil der 700 Arhats.
oder auch das Vaishali-Konzil. Und der Grund für die Zusammenkunft war, Anlass dafür war, dass man sich darüber unterhalten wollte, ob es akzeptabel sei, Gold und Silber als Almosen anzunehmen oder ob es inakzeptabel, ungehörig oder unerlaubt sei. Wohin, wohin diese überwiegende Zahl der Mitglieder der Vaishali-Gruppierung im Osten das Gold und Silber als akzeptabel empfanden. Jetzt sollten wir über die 10 Punkte sprechen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wenn man versucht, diese 10 Punkte zu identifizieren, dann gibt da unterschiedliche Aufzählungen. Wir wollen heute das aus zweierlei verschiedenen Möglichkeiten jetzt nur 2 herausgreifen. Das ist die 4 Punkte Vinaya der Guptaka-Schule oder Gruppierung, und dann gibt es und dann die 10 Punkte Vinaya der Sarvastivada. Und wir werden sie besprechen an den in der Theravada-Gruppierung. Hier heißt es der erste dieser 10 Punkte. Singalona Kappa. Das ist nach der 10 Punkte Theravada-Tradition. Und da geht es um die Frage, ob des Erlaubtseins von Salz. Salz, das in einem Horn oder einem speziellen Gefäß aufbewahrt wurde. Weil grundsätzlich eigentlich das nicht erlaubt ist, dass man Essen aufbewahrt und das man nicht direkt verzehren kann, aber Salz aufzubewahren in einem Horn würde dann die Frage, ob dies nicht erlaubt und akzeptabel sei. Das zweite ist ein Duvanga Kala Kappa, das ist also ein Instrument, mit dem man, wie wir heute zum Messen, gab es kein Maßband oder kein Messinstrument. Und das geht also um 2 Finger, und das Maß ist hier, ob der Sonnenschatten, wenn der Schatten der Sonne nicht mehr als 2 Finger breit ist, dann, dass man dann nicht mehr, dann die Mittagszeit mit dem Essenszeit überschritten ist. Und wenn der Schatten länger als 2 Finger ist, dass man dann 2 Querfinger ist, dass man dann nicht mehr weiter essen dürfe. Oder dann die Frage der anderen Ortschaft. Das heißt, dass einige zunächst an einem Ort ein Mahl essen, dann zu einem anderen Ort gehen und dort wieder ein Mahl essen. Also der Fehler darin sei, wiederholt am Tag zu essen. Man soll also nicht weil es einige sagen, gut, im selben Ort darf ich nicht ein weiteres Mal haben, also gehe ich in einen anderen Ort, dann darf ich noch ein zweites Mal essen. So sagten einige hier, dass es eben erlaubt sei, dass es eben völlig okay ist, wenn man dann an einem anderen Ort eben ein zweites Mal isst. Dann die Frage des erlaubten Platzes, so dass die Bhikshu sich für die Sojong-Zeremonie, die Uposatha-Zeremonie, sich alle der Bhikshus des Ortes sich zu treffen müssten. Das sind also an derselben Ort, das heißt also aus der Gegend von 10 Kilometern herum ungefähr. So 10, 11 Kilometer herum. Echt 18 Kilometer tatsächlich. Also in diesem Radius von 18 Kilometer
hatten sie sich zusammenzutreffen, hatten sie zusammenzukommen, um sich für diese Sojong-Zeremonie zu versammeln. Das ist manchmal auch sehr schwierig. Und so deshalb die Frage bestand, ob man das nicht etwas entspannter sehen könne. Das ist also eine Vorher war es so, dass alle verpflichtet waren, die in dieser Gegend sich befanden, dort zu einer Versammlung zusammenzukommen. Also eine Frage, ob dies weiterhin so als angemessen oder als unangemessen zu bezeichnen wäre, wenn man das entspannt, welche Ausnahmen genehmigt seien. Der nächste Punkt ist das Erlaubtsein von Zustimmung. Und das heißt, wenn es um eine besondere Ausführung von Handlungen des Sangha der Gemeinschaft ging, das müssten normalerweise alle komplett vollständig anwesend sein. Und ob es okay sei, dass wenn wenn nicht alle dabei sind, ob dann, wenn sie dafür ihre Zustimmung geben, ob das dann trotzdem erlaubt sei. Wenn sie also zustimmen, dass nicht alle dass sie nicht dabei sein würden, ob das dann erlaubt sei. Kommen wir zum 6. Punkt, Achina Kappa. Das Erlaubtsein von Gepflogenheit. Es ist erlaubt, dem zu folgen, was die Gepflogenheit des Abts oder des Lehrers sind, das so zu tun, wie es eben der Abt oder der Lehrer tut. Wenn also da irgendeine Gepflogenheit ist, die diese bereits durchführen und praktizieren, ob es dann erlaubt sei und nicht, dass es einfach okay ist, das und akzeptabel, wenn man dann eben das so nachmacht. Und den Punkt Nummer 7 ist die Frage des Erlaubtseins von Buttermilch. Die nicht verrührt ist. Da geht es um den Kokosnussbaum. Von da ist also ein sehr süßer Saft, der aus dem Kokosnuss. Also der 8. Punkt, die Legalität, also das Erlaubtseins dieser Getränke. Und da geht es um diesen süßen Saft aus dem Kokosnussbaum. Und das ist nicht tatsächlich ein Alkohol, aber es wird sozusagen wie ein Wein oder ein Bier, ein Baumbier betrachtet. Und dann geht es um das Erlaubtsein der Matte, die eben, wenn sie zusammengenäht wird, ob die beliebig groß sein kann oder ob sie einem bestimmten traditionellen Maß erfolgen muss. Und das Punkt Nummer 10 wird das Erlaubtsein von Gold und Silber als Almosen. Das sind die 10 Punkte. So wie es in der Theravada-Tradition als Khandaka als die 10 Punkte bezeichnet werden. Und wenn man das aus der Sicht der geringeren Punkte des Vinaya beschreibt, dann kommen da kleine Unterschiede zustande. In der Mulasavastra Tradition heißt es, da geht es um das Erlaubtsein von Alala durch die Bhikshus, wenn sie Alala sagen. Das okay wäre, wenn sie einfach Alala sagen. Wenn man auf die chinesische Übersetzung schaut, dann durch den Lehrer Iti
übersetzt worden ist in das Chinesische. Da heißt es, das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Beschlüsse zu fassen, die nicht damals sind ohne eine Übereinstimmung oder nicht damals sind durch Übereinstimmung oder damals ohne Übereinstimmung sein, dann ist es die Zustimmung dazu kann man signalisieren durch Alala. Das ist also diese Ausübung des Alala. Wobei, man muss nicht unbedingt Alala sagen, aber es geht darum, dass man seine Zustimmung hat. Na klar, das ist so ungefähr, also, jawohl, natürlich, so. Seine. Und das Zweite ist, ob es erlaubt sei, etwas erlaubt zu machen oder akzeptabel zu machen, indem man einfach zustimmt, indem man oder sich darüber mitfreut. Gewissermaßen einen Beschluss fasst, dadurch, dass man diesen preist oder sich darüber freut und dadurch die Zustimmung signalisiert. Dann geht es um die Frage, ob es erlaubt sei, die Erde mit den Händen auszugraben. Und dann geht es um die Frage, Nummer 4 ist dann die Frage, ob es erlaubt sei, mit dem man hier das Salz aufbewahren dürfe und ob man das Salz dann mit Erde oder mit irgendwelchen anderen Ingredienzen vermischt und dann dem Essen zugeben könne. Und das heißt, einige sagen, das ist erlaubt, in der Tradition ist erlaubt, Salz aufzubewahren. Das hat man zum Beispiel in einem Bambusstab, in einem hohlen Bambusstab aufbewahrt oder und so weiter, dass das erlaubt sei, obwohl sonst generell kein Essen aufbewahrt werden dürfe. Und dann geht es um die Frage, wie dass man im Rahmen von Reise auch dort unterwegs essen dürfe. Selbst wenn man noch nicht eine bestimmte größere Entfernung zurückgelegt habe, dass man das dann essen dürfe, im anderen Ort. Der nächste Punkt. Hier ist ein bisschen durcheinander geraten. Ich versuche gerade diesen Punkt aufzufinden. Was da auf dem Bildschirm ist, ist jetzt ein bisschen falsch. Ob die Leute noch essen dürfen, selbst wenn der Zwei-Finger-Schatten bereits überschritten sei. Und zunächst haben wir über zwei Finger über die Zeit gesprochen. Also praktisch einen Stab aufzustecken, um dann den Schatten zu messen und damit die Zeit zu bemessen. Und dann, wenn der Schatten 2 Finger von dem Stab entfernt sei, dass dann die Zeit überschritten sei.
Aber dass selbst wenn das überschritten sei, dass es da nicht eben sozusagen ein Verfall, ein Sittenverfall begründe, äh, danach noch zu essen. Und dann geht es als nächsten Punkt, ob es erlaubt sei, Alkohol zu trinken im Falle von Krankheit. In der chinesischen Übersetzung heißt es, dass es sich um Alkohol mit Wasser vermischt handele, vor solche, die krank seien. Manchmal heißt es eben, dass Kranke Alkohol trinken sollten und wenn man also balsam mit Alkohol vermenge, dann sei das nicht von Schaden, dann sei es erlaubt, weil durch den Umstand der Krankheit bedingt. Dann der nächste Punkt ist, dann, ob es erlaubt sei, Milch und Joghurt miteinander vermischen könne und damit auch als Getränk durchginge, das zu anderen Zeiten erlaubt sei als der Essenszeit. In der chinesischen Tradition heißt es, in der chinesischen Übersetzung heißt es Wasser, also mit Wasser vermischt hat mit Joghurt. Wenn man also mit Wasser vermische, dann sei es kein Fehler, wenn das zu anderer Zeit nehmen, also weil normalerweise in dem Nachmittag keine Essensaufnahme mehr erlaubt ist, dass also dann auf diese Weise das zu einem Getränk werde, das eben doch erlaubt ist. Dann geht es um den Punkt der Matten. In der alten Überlieferung im Tibetischen heißt es, dass man so einen Maßstreifen habe, der nach der Handlänge des Handspanne des Tathaga da bemessen ist und dass dass es danach ausgemessen werden müsse. Die Handspanne des Tathagata. Man muss also von der alten Matte, wenn man eine neue Matte macht, ein solches Stück von dieser Größe, eine Handspanne von der alten Matte in die neue Matte einnähen, als ein Flicken. Und das würde es sozusagen erlaubt machen, wenn man dann diesen Flecken da drauf macht von der alten Matte, dann wäre die neue damit erlaubt. Und das dann eben ging es um die Größe der Matte. Und der Hauptpunkt dabei ist der Punkt Nummer 10, ob das erlaubt sei, Gold und Silber als Almosen anzunehmen. Wo sie da zu bestimmten Anlässen dann ihre Bettelschale mit besonderen Wohlgerüchen ausreiben und da und sie richten dann eine Matte aus, um einen besonderen Platz hier zu versuchen, so wie man damals in Indien hat man ein Kissen, ein besonderes Kissen genommen, hat darauf ihre Bettelschale gestellt, auf dieses Kissen und mit Wohlgerüchen ausgerieben und mit Blumen und haben sind durch die Straßen gegangen und die Alleen und haben den Leuten gesagt, hier, hey, ihr klugen Leute von Vaishali, die ihr aus diesen verschiedenen Orten hier zusammengekommen seid, das ist eine gute Bettelschale und was immer ihr hier rein tun werdet, wird euch ein großes Ergebnis bringen. Es ist von großem Wohl und Nutzen für euch. Es macht euch sehr fleißig und sehr einflussreich. Und auf diese Weise haben sie um Gold und Silber und auch verschiedene andere wertvolle Substanzen gebettelt und haben es damit möglich gemacht als Geflogenheit, dass Gold und Silber als Spende akzeptabel wurde. Das ist mit dem Sittenverfall in einer der Punkte in den Vinaya-Regeln verbunden.
So ist es in der Sarvastivada-Tradition beschrieben. Also jener Tradition, die vom Namen so heißt, dass alles wahr ist und wirklich vorhanden. Sarvastivada. So, wenn wir über die verschiedenen Traditionen des Vinaya nachdenken, ob das die Mula Sarvastivadaka oder die anderen Traditionen sind, alle diese verschiedenen Traditionen beschreiben dieselben Punkte, aber sie sind in unterschiedlicher Weise dargestellt. In der Theravada-Beschreibung wie zuvor und in der tibetischen Mula Sarvastivada-Tradition. Das sind die beiden, die ich jetzt hier behandelt habe und da versucht habe, ein Licht drauf zu werfen. Und vielleicht ist das ein guter Punkt, hier zum Abschluss zu kommen.